Ringfrei für die nächste Runde hier bei Witcher 3 Wild Hunt, immer noch hier auf Skellig unterwegs und wir sind dabei, den Brandstifter und auch vermutlichen Drahtzieher in dieser ganzen Berserk-Geschichte aufzudecken, beziehungsweise zu enthüllen. Ceres, was machst du da? Ja, okay. Mal das hier. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Dann gucken wir noch mal, wer da ist. Sie uns unter... Ja, sie kommt nachher. Gut. Noch ein bisschen plündern, aber ich glaube, wenn sie dabei sind, nicht so eine gute Idee. Obwohl, so wird das Spiel einschätzen, macht's gar nichts. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los. Okay, jetzt deutet es bereits auf ihn hin, aber ob er wirklich der Schuldige ist? Geht gerade ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack, Leute. Übrigens, sind wir schon im Thema, sind wir wegen Berserken und so weiter. Sind die eigentlich jetzt drin hier, oder wie? Bären, Hunde, Wölfe. Verfluchte Menschen wären, das war Berserker. Ja, die hatten wir doch schon mal. Waren doch schon mal hier drin, das bin ich jetzt total. Teufelssobis natürlich auch nicht. Verfluchten Öl, das aber glaube ich. Igni, okay, mal ganz kurz. Habe ich echt schon verfluchten Öl? Ah, Mann, dass das kommen muss. So, habe ich verfluchten Öl? Sind ich glaube doch, das könnte was sein hier, wa? Nee, das ist was anderes. Doch, verfluchten Öl haben wir. Okay, falls wir so ein Berserk auftauchen. Alter, mir wird so viele Punkte hier. Krass. So, weiter geht's. Wenn ich es auch verstärkt, wir sind also top fit. Nimm dir ein Pferd, wir reiten ihm nach. Was, echt jetzt? Oh Mann, ja, wohlgehen, toll. Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische. Du hast keine Chance. Schon gut, die haben gleich. Wir müssen verarschen, Geralt. Geralt! Los, Plätze. Alter Mann, also teilweise, hey. Scheiße, der ist schnell. Ha! Erwischt. Langsamer. So, schon besser. Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrik der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Na, ob das klappt? Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankret. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kertrolde steckt. Also sprich. Das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt?
Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kertrolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Cerys spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Cerys und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kertrolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich bürge für Cerys. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankrets? Hat Cerys dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Cerys. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan Ankret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner. Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Cerys nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrik, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans Ankret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Ein bisschen brutal. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Svanrik? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren, seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Oh, da bin ich dabei. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte.
Gut, brechen wir auf. Ja, Todesstrafe noch jetzt ein bisschen hart, Freunde. Andererseits, ja, meine ihre Tradition muss man natürlich auch berücksichtigen. Von dem her. Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bram dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Ich weiß, manche sähen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Cerys! 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 Lang lebe Königin Cerys! Wir haben es geschafft, allerdings ist der andere gerade weggegangen. Ob das vielleicht noch was... Ja, vielleicht gibt es noch eine künftige Quest, Freunde. Cerys, mein Glückwunsch. Glückwunsch. Du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Ja, das mag sein. Wie lauten die Pläne der neuen Königin von Skellige? Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden, aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ja, denke ich auch. Ich drück dir die Daumen. Leb wohl. Ja, denke auch, eine Frau auf dem Thron ist nie eine schlechte Wahl. Sieht aus, als würdest du vor Stolz platzen. Wenn du wüsstest, Wolf. Sag mir, welcher andere Jarl hat so prächtige Kinder wie ich? Wie traurig, dass ihre Mutter das nicht erleben konnte. Cerys wird eine gute Königin sein. Vielleicht kann sie die Clans endlich vereinen. Hoffen wir es. Und wenn nicht, hat sie immer noch mich und Hjalmar. Wenn es sein muss, greifen wir für sie zu den Waffen. Hört, hört. Jo, denke mal, hier wird alles cool sein. Hjalmar, wie siehst du das? Geht's dir gut? Geht so. Egal wie man's betrachtet. Ich wurde von einer Frau besiegt. Nicht von irgendeiner. Das stimmt. Wenn es schon sein musste, bin ich froh, dass es Cerys war. Ja, von einer Frau besiegt werden, das kenne ich leider auch. Gut, das ist schon eine Weile her. Also, so war es nicht gemeint. Nee, es war einfach halt ein Ereignis, das ziemlich einprägsam war, aber glaube ich, so im Nachhinein auch ziemlich gut war. Bist du nicht stolz auf sie? Komm schon, gib's zu. Ein wenig, ja. Sie ist von meinem Blut, von meinen Knochen. Aber sag ihr das nicht, sonst fängt sie noch an herumzustolzieren. Was ihr aber eigentlich gut tun würde. Wir haben es Lugos gezeigt. Das ist das Wichtigste. Hast du gesehen, wie wütend er war? Ich dachte, er platzt gleich. Ja, hat mich ziemlich überrascht, wie verärgert er war. Unsere Clans haben sich schon immer Köpfe, Brust und Bauch eingerannt. So ist unser Land. Naja, die Reinsen-Wikinger. Mach's gut, Jan. Ich bin echt gespannt, ob es damit noch irgendwann eine weitere Quest gibt, bei so einem Hinterhalt und so etwas, eine Führung von Cerys, man weiß ja nie. Und dann wieder irgendwie... Aber gut, das ist Zukunftsmusik.
Jetzt mal für uns, wie geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Ich denke, Uma und Ciri müssen noch ein bisschen, Ciri sage ich schon, Ciri müssen noch ein bisschen warten. Jetzt Menga ist jetzt. Der ist echt unter mir? Kommt der jetzt da unten hin? Da ist mein treuer Plötze, da sehe ich ja auch ein. Dass du Uma mitnehmen willst. Ja, ja, Uma nehmen wir auch mit, keine Sorge. Doch gerne mal sehen, was zum Henker. Wo ist denn der Typ? Hier ist irgendein Händler hier unten. Naja, ist eigentlich auch egal. Ja, die Frage jetzt, Leute, machen wir genau weiter. Also eigentlich bevor ich zu Uma und, also sprich bevor wir mit der Hauptquest weitermachen, will ich eigentlich ehrlich gesagt noch 2, 3 Dinge erledigen. Ist ein Ort gemacht oder was? Nee. Schnellreisestatue anstecht. Ja, die Orte machen wir dann noch ganz kurz aussuchen. Die werden dann irgendwie offscreen noch zusammenschustern und dann machen wir das im übernächsten Part. Also was ich vorher noch machen will, auch bevor wir zu Uma und Ciri aufbrechen, noch eine andere Rüstung anfertigen lassen. Das sicher auch noch. Da gibt es hier noch ein paar Dinge zu tun. Ja, ich weiß, es steht überall neue Quests und so weiter, aber die sind mir relativ egal, die Quests hier, muss man leider zugeben. Mir geht es dann doch mehr darum, dass wir... Versteckter Schatz, okay. Dass wir halt noch ein paar andere Dinge erledigen. Eben halt Ort der Macht aufsuchen, halt Quests legen, die auch mit der Hauptstory zu tun haben, nicht solche, die irgendwie, ja, erledige das Monster, mach das da, die zwar im Sinne von nice to have und so sind, aber nicht unbedingt wirklich was ausmachen, versteht ihr? Solche Dinge. Ich bin einfach nicht der Typ für, sorry. Erstmal ganz kurz, ja, wieder kurz zum, alter Schwede, wenn wir plötzlich hier aufsteigen, muss ja echt mal hier gucken. Ich wäre sogar versucht, dass ich den mal absetze und dafür... Genau, und dafür den hier ausrüste. Direkt in die Katzenschule, weil ich will jetzt echt Geralt momentan eher auf leichte Rüstungen trimmen, sag ich jetzt mal. Klingt ein bisschen doof, ich weiß, aber ist so. Was haben wir hier? Mehrere Orte, meißler Rüstungsschmied ist vermutlich noch ein bisschen zu früh, wa? Besiege den Troll, ja, da waren wir schon. Und der hat uns ja ziemlich in den Arsch geblasen. Der war echt stark, der Troll. Waren der schon wieder? Der war hier irgendwo. Doch hier auf der anderen Insel. Moment, wir haben es gleich. Der war doch hier unten irgendwo. Genau, hier war er. In Unwig, genau. Ja, was würde ich lieber gerne da machen, wenn wir von Ding zurückkehren, von der guten... Obwohl, mittlerweile haben wir die Bomben, wa? Aber es sind nicht, Moment. Es sind ja Felstrolle, wa? Da haben wir das irgendwie gerade falsch interpretiert, weil wir ganz kurz natürlich die Waffen dazu haben. Höhere Vampire, Dracula lässt grüßen. Relikte, Bies, Unholde, nee, Mumen, das ist ein anderes Thema. Ich denke, bei den Unholden kann ich die irgendwie platt machen jetzt plötzlich. Naja, Reliktöl, okay. Ja, sind ja Relikte, wa? Ja, natürlich. Oh, Kräudenöl. Moment, wir haben doch noch Kräudenöl, wa? Oder spinne ich jetzt total? Die kann ich verkaufen, okay. Kräudenöl haben wir. Wisst ihr was? Den holen wir uns. Und zwar jetzt noch. Ich habe noch bessere Waffen, alles mögliche. Gewinn ist auch verstärkt. Jo, wagen wir. Einmal versuche es noch, wenn es nicht klappt, okay, dann machen wir was anderes. Nehmen den für uns vielleicht noch 1, 2 Kapitel auf, beziehungsweise nachdem wir Ziel gefunden haben vielleicht, oder nach Uma und so weiter, keine Ahnung. Mal gucken. Welcher war jetzt der richtige? Der war der richtige, war? Genau. Also, was war das schon wieder? Gwen habe ich. Jetzt brauchen wir erst einmal das Teil hier, das Kräudenöl. Natürlich kein verbessertes, war? Nö. So, sehr schön. Das hält ein paar Schläge over zumindest. Muss ich noch irgendwie etwas verbessern? Ich habe irgendwo eins. Ich glaube, unsere ganze Rüstung geht's gut, wa? Jo, passt. Ich habe sonst nichts. Ich habe noch im Notfall ein paar Bomben. Und dabei vermutlich eh nicht. Riskieren wir es, wa? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Vor allem, wir sind da... Ich so irgendwie, ja, ich muss also Quest hin. Da ist der Scheiß-Typ. So, wir haben ganz kurz, ich muss hier Kopfhörer noch ein bisschen verstellen. Es wird episch, dann wird natürlich auch episch rein. Da ist er immer noch. Verdammt, bist du hässlich.
Naja. Ups. Entschuldigung. Ist mein Schild so down? Wie ging der plötzlich wieder down? Nimmt weiteren Schaden, war. Autsch! Nicht gerade viel leider. Alter, aber hier habe ich schon. Moment mal, ich habe schon das richtige Schwert. War nicht, dass ich irgendwie was Falsches aufgetragen habe? Ne, es ist das Silberschwert, das stimmt. Verdammt, ist das Viech zäh. Wieso überhaupt steht da Stufe 26, wenn im anderen irgendetwas anderes steht? Na toll, schon wieder futsch. Boah, dich knack ich, ey, dich knack ich. Na toll. Schlag mal drauf, schlag mal drauf. Toll, wieso? Oh, wieso wenn er blocke mein Schild down? Gut, aber er ist viel zu langsam, Leute. Naja. Die Erfahrung vom Riesen, war. So, eine habe ich noch. Echt kaum was, die Bombe. Die starken Angriffe bringen sie irgendwie. Autsch, niedergebrochen. Hä, wo gehst du hin? Treppensteigen ist nichts. Komm runter, Troll. Also der muss schon ein paar Punkte bringen. Was machst du da? Du triffst noch gar nichts. Das weiß er, glaube ich. Okay, ne, aber ist möglich. Also das Öl bringt nicht so viel mehr. Ups. Wow, Alter! Du hast es gesehen, mein Schild war direkt weg. Und tschüss. Du Arsch mit Urne, jetzt. Jetzt ist Feierabend! Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug. Du warst echt zäh. Wie geht's mit dem Schwert? Ist das schon wieder vorher futsch? Ich meine, das ist ein legendäres. Also nicht legendär, aber es war ein episches Schwert. Nö. Was? Kein Schaden? Alter, was ist denn das? Eine Handwerkskunst vom Schwert? Nix, kein Schaden genommen. Krass, ey. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Also, das war jetzt also nicht so schlecht. So, kurz meditieren. Ich glaube, ich habe noch ein paar Alkohol dabei. Sehr schön neu ausrüsten, weil sonst wieder verschwenden und so weiter. Da. Schmiedewerkzeug, aber verziert. Das muss das Werkzeug sein, das Juana gemeint hat. Wir hoffen es doch. Alter, wie geil. Ende kommen wir hier weiter. Vielleicht können wir sogar, bevor wir zu Ciri aufbrechen, noch eine meisterliche Rüstung anfertigen lassen. Weil das war eh sowieso meine Idee, dass ich jetzt vor, also eigentlich eben zu stark für mich gewesen, trotz Ölen und so weiter, dass ich jetzt halt, ja, halt gesagt hätte, okay, jetzt machen wir uns eine scalige Rüstung, und auch was gesehen, was ja relativ einfach zu machen wäre und trotzdem mehr, ja, mehr Schaden aushalten würde. Aber jetzt können wir natürlich direkt zu ihm hier gehen. Genau, das er war. Gut, gehen wir zum Krähen. Ich muss sowieso hier hin. Führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Jo, wieso was, Leute? Wenn wir sowieso schon hier sind, dann machen wir im nächsten Park direkt hier weiter. Später ein bisschen Hauptquest und so. Ich denke eh, auch wenn wir jetzt Uma haben, dass wir jetzt Ciri finden, ich glaube nicht, dass das wirklich Ciri ist, dann wird es sowieso eine Weile dauern und so weiter. Dann können wir da zwischen ein paar Quests zu machen. Also, die Quests laufen nicht davon, keine Sorge. Den Scaling haben wir alle gemacht. Hier, Schwert und Knödeln können wir auch ein anderes Mal noch machen. Also, der bald mal, also schon Stufe 20, bald 21. Krass, ey. Von der Stufe 19. Wir sind zu stark. Nee, das glaube ich eher weniger. Die Ort der Macht. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Egal. Das Ganze heißt, die Orte machen, kann ja auch später aufs Skellige noch suchen gehen. Also das ist jetzt das kleinste Problem. Oh, noch ein paar Dinge verkaufen. Wie wär's mit einem Kugat?
Zeig mir deine Waffe. Jo, sehr gerne. Jetzt erstmal, das kommt weg. Wir haben bessere Dinger. Jägerstiefeln sind besser. Leichte Rüstung. Okay, muss nachher mal gucken. Was denn du da für Öl? Ja, toll. Öl. Öl. Einfach nur Öl. Der hat hier noch ein paar Quintkarten. Ob die wirklich brauchen? Nee. Na, kannst du mal kaufen. Vor allem frage ich mich, wo zum Henker finde ich die Rezepte für normalen Öl noch? Weil uns fehlen noch ein paar. Zuhören verwendet, Aranlikör, ne, warum momentan gar nichts. Sonst irgendwas verkaufen hier, Wasserflaschen, ne, ruhig behalten, gibt sowieso nicht viel her. Abschließender Quest, also behalten wir die natürlich. Monsterzähne, aber sonst noch etwas, Monster-Elixier, so etwas, ne, Giftextrakt. Monsterhirn! Ja, als ob so ein Troll wirklich ein Hirn hat, aber da ist ein anderes Thema. Geisteressenz. Ja, komm, wir haben genug Geld noch. Da gibt es eigentlich auch nichts. Laufen Novigrad. Na, egal. Leb wohl. See you later, Alligator. Alter, bitte ruhig durch, dankeschön. Jo, sehe ich auch. Also in diesem Sinne, jetzt machen wir ganz kurz das mit der Meisterrüstung. Vielleicht, wie gesagt, irgendwas noch passiert, aber wir können mal gucken. Und dann nächsten Part holen wir Uma ab. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen ohne Blut vergießen. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Wie kann ich helfen? Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, michte dein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekan, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Tja, es ist wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Hallo? Ich war zuerst hier. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen. Obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon. Oh je, die guten alten Vorurteile. Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen.
Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Kränenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich 2 Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Das klingt doch mal interessant. Aber ich fürchte fast, der Greif noch zu stark für uns ist, wa? Was sagt denn die Quest? Oh, 24 empfohlen. Gut, der Filztroll war schon einigermaßen harter Happen. Das Greifen, naja, Greifen mittlerweile mit den ganzen Drum und Dran, eigentlich nicht so das Problem. Jägerstiefel ist leicht, was haben wir eigentlich für eine aktuelle Rüstung dabei? Ist auch leichte Rüstung, okay, lass ihn mal wegen +2, also was der aushält. Das ist nicht gerade die Welt. Wegen der Rüstung, ja, ich muss mal gucken, Leute, vielleicht werden wir uns doch eine neue Rüstung besorgen. Das können wir eigentlich in Novigrad machen. Und dann, jo. Ich denke mal, weiter hier machen doch erst im nächsten, nicht im nächsten Part, sondern erst bei Gelegenheit. Machen doch erst einmal, ja, ist ja gut. Dann doch erst einmal das bezüglich halt Uman so zuerst machen will. Moment, was mach ich? Hier sind ja Biester, aber. Nö. Hybriden, jo. Das stimmt eher. Kartretsche, die hätten wir sogar, wa? Hybridenöl, ich glaube, das fehlt uns ja immer noch. Art, wieso hilft Art bei denen? Aber interessant zu wissen. Ich habe echt kein Hybridenöl, wa? Verdammter Mist. Gut, wir haben Bolzen und die Bomben haben wir auch, die dazu benötigen. Genau, Kartretsche ist verbessert, also die wird sicher reinhauen, aber nee, wenn da schon steht, auf 26, sind wir sicher noch zu schwach dafür. Ja gut, machen wir es doch so. Im nächsten Part, Freunde, gehen wir kurz zurück nach Novigrad. Muss ich mal kurz, wo ist denn Speicherpoint? Hallo? Also Speicherpoint, Entschuldigung, Reisepunkt. Ja, ist ja da unten, toll. Naja gut, kann ich mit dem Pferd machen. Ja, gehen wir wieder zurück nach Novigrad und werden uns dort eine neue Rüstung besorgen. Das ist aktuell mal noch, die ist glaube ich nicht so teuer gewesen. Dann werden wir das ein oder andere verkaufen, wieder ein bisschen Geld zu machen und dann holen wir Uma ab und gucken mal, was uns die Hauptsache noch so bringen wird. Hier bei The Witcher 3 Wild haben wir vor, wir dann endlich mal auf Ciri treffen. Mein Gott, ey. Ich verstehe ja, der erste Akt geht Frank und Ciri und so weiter, ist ja alles schön und gut, aber langsam reicht es mit der Suche nach. Ja, also dauert jetzt schon sehr, sehr lange. Wir finden überall nur Spuren von wegen, ja, dort war sie und da war sie gerade dort, nennt sie dort und so weiter. Also, ja, ich wäre schon froh, wenn wir langsam mal wissen würden, wo Ciri jetzt wirklich genau steckt. Ja, in diesem Sinne. Kurz eine Schnellreise. Was? Achso, da war da mit dem Greif, ja. Ist klar, aber ne, ich gehe erstmal hier hin, zack, Platz Riachen zum Waffenschmied hier. Denn der soll uns eine leichte Rüstung anfertigen, die bis zum Meisterschmied reichen sollte. Jo. In diesem Sinne, bis dahin, ciao zusammen.